Ja, grüß euch beieinander und einen Sackrischgurten. Jetzt Kasperl! Leute, erste Amtshandlung. Erste Amtshandlung, ich hab's gelesen. Ich bin die ganzen Kommentare noch nicht durchgegangen. Ich hab's gelesen. Asche auf mein Haupt. Ich habe höchstamtlich reingeschissen und muss mich da kurz gerade dafür machen. Und zwar habe ich nicht genau hingeguckt in die Videobeschreibung von diesem Video, das wir jetzt hier gleich weiter besprechen werden. Von Jules, in dem drin stand hier, keine Ahnung, 96 Stunden für Reactions zum Hochladen, ne, bitte einhalten. Und bin in meiner Naivität von diesen klassischen 48 Stunden, die sich jetzt so mehr oder weniger inoffiziell eingependelt hatten in der Szene, ausgegangen. Und als auch Ufi irgendwie nach 48 Stunden das hochgemeddelt hatte, habe ich mir gedacht, das ist Gucci und hab's rausgelassen und hab dann ersten Tag später oder sowas gecheckt, okay, Digga, ist scheiße gelaufen, da hätte man 96 Stunden warten müssen und dann habe ich geguckt und ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie 1200 Views auf dem Video und dann hat es mir schon ein bisschen leid getan. Dann habe ich bei Jules geschaut und der hatte irgendwie, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt schon irgendwie deutlich mehr Views auf dem einen Video wie ich auf meinem ganzen Kanal und ich denke mir, ist scheiße gelaufen, natürlich hätte ich es nicht machen sollen. Ich glaube aber, dass das verschmerzen sollte. Falls nicht, Jules, kannst du dich bei mir melden. Ich gebe dir die Kohle von dem Video, ist easy. Keine Ahnung, den Zwambo, den kannst du haben. Genau. In diesem Sinne. Kurz abgeschwiffen, ganz kurz, 2 Minuten. Wo sind wir stehen geblieben? Ersten Besuche. Genau, weil ich gesagt habe, astreiner Punkt, um hier beim nächsten Video Edzardler wieder einzusteigen. Leute, ihr habt es gemerkt, Upload-Schedule ist bei mir komplett Arsch. Ich sag's jetzt noch einmal für die Leute, ne? Dann habe ich es in 3 Videos gesagt, bei mir ist gerade ein bisschen Brainfuck angesagt und ich habe selten diese Schnittmenge aus einem Wunder, das da eintritt, das da heißt, ich habe Zeit und bin nicht komplett hirngebrochen und dementsprechend kognitiv in der Lage, hier diesen Ding für euch aufzunehmen. Richtig. Dementsprechend, der wird es nicht mehr lange umeinander. Wir wissen Bescheid, Geschichte vom Drachenlord Jules, Videos unten, sein Kanal ist unten verlinkt. Für die Leute, die sich das nochmal hier ohne mein Geschwalle anschauen wollen. Hockt euch her, Sammermeere. Reißt euch halbe auf. Mir, gern einer, in einer. Das gedruckte Poster für ein paar Euro an Besucher aus seiner Community, was auch den Zeitpunkt der ersten richtigen Besuche markierte. Das ist ein Geschäftsmann. Ich wiederhole, kannst Poster kaufen für 8,50 und Autogrammkarten sind umsonst. Die Autogrammkarten umsonst, das ist ja schon, also da ist er wirklich ein sehr gütiger Gott. Da war er aber wieder ein richtig gütiger Gott, wenn er hier seine Poster, seine Edzardler Poster, die wahrscheinlich aufs billigste Papier gedruckt hat, für 8,50 verkauft. Aber auch das war ja der Grund, warum er diesen ganzen Kasperle-Theater hier veranstaltet hat, war ja, Reini brauchte ganz dringend Barne, achso, hier den Ding, ja, war ganz dringend Barne, weil sie ihm den Edzardler Strom abgeknipst haben und er 15.000 Schulden hatte. Und jetzt ist der Rainer auf die Idee gekommen, oh, jetzt bestelle ich jetzt einfach mal, dann verkaufe ich ein Poster bei mir auf dem Hof für 8,50 das Stück und dann kommen da genügend Leute her und kaufen mir die Scheiße ab. Und jetzt merken wir wieder, Reini und Schule, Zahlen, Mathe und sowas, das funktioniert nämlich nicht ganz so gut. Ne? Wer nämlich ein bisschen Hirn hat, denkt sich, okay, Mann, ne, nehmen wir mal kurz einen Taschenrechner in die Hand und dann schauen wir mal, wie viele Poster du Edzardler verkaufen musst. Dann nimmt man dir das Handy in die Hand, dann gibt man ein, hier 15.000 geteilt durch 8,5 und dann kommt man irgendwie auf 1.765 Poster, die er hätte verkaufen sollen. Ich glaube, er hatte 100. Ja, und dass das absolute utopische Hirngespinste sind, zu glauben, dass 1.800 Leute dahin metteln und ihm 8,50 für diese scheiß Poster geben. Und das wäre ja wirklich nur, wenn, und jetzt aufgepasst, wenn er so viele Poster gehabt hätte und die Kohle für die Poster schon nicht mehr hätte, also die Poster wären bereits bezahlt. Und on top natürlich müssen wir darauf auch nochmal kurz hinweisen, dass er rein hypothetisch das unter seinem Gewerbe gelaufen hätte, sprich,
kannst du easy nochmal 40% an Steuern runterziehen. Das heißt eigentlich, wenn wir jetzt mal grob rechnen, bist du bei 3.500 Postern, die du verkauft hast, dann hast du deine Stromschulden bezahlt. Ne? Wie gesagt, vorausgesetzt, die Poster kosten dich nichts und du hättest sie vorher schon gehabt. Wenn wir da noch reingehen in die ganze andere Scheiße. Alter, wie viele Poster er hätte verkaufen müssen. Vollkommen utopisch. Nein, Rainer denkt sich, ich setze mich da hin und dann wird das schon passen. Dann verkaufe ich Poster und danach habe ich halt wieder 1 Geld im Portemonnaie. Und von 1 Geld kann ich dann Dinge kaufen. Und natürlich ist die ganze Scheiße dann auch erst einmal wieder in Fressi gegangen und in alle möglichen anderen Bums, aber natürlich nicht da rein, dass man diese scheiß Stromschulden abbezahlt hat. Man hat dann geschaut, dass man da einen Deal noch rauskriegt mit diesem Prepaid-Stromzähler und dann Stück für Stück die Netzadler Schulden abgestottert hat, damit sie ihm dann wenigstens im Herbst den scheiß Strom wieder eingeschaltet haben. Hey Leute, ich hab vorhin 20 Minuten Feierabend. Doch mit der Zeit kippte die Sorry, auf den war ich gerade nicht. Den war ich gerade nicht gefasst. Ich hab schon seit 20 Minuten Feierabend. Alter, ich hab's da schon ein paar Mal gesagt, das Wort selbstständig besteht aus den Worten selbst und ständig. Und wenn du vor allem nicht massiv im Plus bist, sondern eher tief in die rote Zahle, dann würde ich dir empfehlen, das Wort Feierabend, solange dann auch Leute sind, die Edzardler Geld dabei haben, um Poster zu kaufen, komplett aus deinem Sprachschatz rauszustreichen. Ja? Da müsstest du einfach um jeden einzelnen Dulli, der so deppert genug war, dir da die Barne an die Schanze hinzutragen, um deine minderwertigen Drecksposter zu kaufen, um jeden von denen müsstest du die Füße küssen dafür, dass sie das machen. Und wenn die bis um 3 Uhr nachts kommen und dir Barne dalassen für Poster, dann verkaufst du bis um 3 Uhr nachts, solange der Vorrat reicht, diese scheiß Poster, damit du deine Stromschulden bezahlen kannst. Stimmung. Die Besuche wurden häufiger, Rainers Reaktionen immer gereizter und die Antworten der Besucher immer provokanter. Metal, Leute. Ah, war das Asterix gerade? War das, gereizter und die der hat doch so Asterix, oder? So geil, wie er wieder rumtanzt. Das ist wirklich, das ist Peak Fantasy-Movie, ne, wenn dann der Zwerg gegen den Oger kämpft. Antworten der Besucher immer provokanter. Metal, Leute. Weißt du, was der Unterschied zwischen euch und mir ist? Was ist da der Unterschied? Also, wir haben die meisten von uns und die meisten, die da hingegangen sind, haben wenigstens irgendeine Art von Schulabschluss. Die meisten haben irgendeine Art von Ausbildung gemacht, ob jetzt wirklich direkte Ausbildung oder Edzardler Kackstudenten. Was haben wir? Ah ja, die meisten von den Leuten, die da hingegangen sind, die haben schon mal gebimst oder es zumindest bis heute nachgeholt. Ach, es gibt so viele Unterschiede, Rainer. Es gibt so viele Unterschiede. Rainer, der Unterschied zwischen dir und mir ist zum Beispiel, dass ich nicht hier im dunkeldeutschen Hinterland bei irgendeinem Nazi in der Butze hausen muss, obwohl ich jahrelang davor ins Internet rausgebrüllt habe, dass es gibt keine Influencer in ganz Edzardler Deutschland, der mehr gegen die Leute gemacht hat. Lauter so eine Scheiße. Ne? Ich könnte hier noch Stunden sitzen und die Unterschiede zwischen uns aufzählen. Und jeder davon ist schön. Bei jedem davon freue ich mich, dass es so ist. Kuh von 30 Punkten. Jedes Mal, wenn ich mich mit dir unterhalte, merke ich, meine Gehirnzellen einzeln Selbstmord begehen. Kein Wunder, dass ich so dumm bin. Ja, die schaffen das mit dem Sechsschüsser, Digga. Wir können doch nur die große Fresse aufreißen. Ich will von dir ein Poster kaufen. Ich will von dir, dass du dich umbringst. Der Ablauf war fast immer derselbe. Dann müsst ihr wissen, der Rainer hat noch nie einem von den Hatern den Tod gewünscht. Würde er nie machen, weil Rainer ist nämlich den Hatern moralisch sehr überlegen. Ja? Also für die Leute, die ihn noch nicht so gut kennen, ihr habt das Beweisstück nochmal bekommen. Man fuhr alleine oder in kleinen Gruppen mit dem Auto zur Drachenschanze, versuchte den Lord aus seiner Festung zu locken, provoziert ihn mit Sprüchen oder Anspielungen auf Clips und Aussagen von ihm, wartet auf die nicht schwer herbeizuführende Explosion und stellt das Ganze dann anschließend ins Internet, damit es immer mehr Menschen sehen, die dann anschließend vor seiner Haustür stehen.
wir hatten das damals zusammengefasst mit Besuche sind richtig und wichtig. Innerhalb dieser absurden Pilgerfahrten entstanden sogar unausgesprochene Spielregeln. Bonuspunkte gab es, wenn man sogenannte Opfergaben mitbrachte. Rainer, ich hab dir ein Monster mitgebracht. Aber das ist doch der Grüne, den mag er doch nicht. Was bist denn du wieder für ein Level Nuller? Und ohne Blaukraut ist auch wieder scheiße. Meist war das Rainers Lieblingsbier, Monster Energy oder den bereitsamen Honig, den Rainer so vergötterte. Da war noch eine Biene drin, aber irgendwie fühle ich mich so. Je lauter Ja, keine Ahnung. Das könnte am IQ liegen. man den wütenden Oger zum Schreien brachte, desto erfolgreicher war der Besuch. Versorgung für seine Mission holte man sich im nahegelegenen Rewe in Emskirchen. Die offizielle Schlusseinkehr fand dann beim guten Gino in der Bar Rotes Herz ein paar Straßen weiter statt. Drachenlord, Rainer Winkler, ihr müsst ihn aus eurem Dorf vertreiben. Mach das, gib dir mir 50.000 Euro, springen wir raus in der Luft. Dann, das ist kein Problem. Und so Die kann ich noch nicht, die Nummer. Die Nummer kann die noch nicht. wurde die Drachenschanze zu einem modernen Kolosseum aus Stein und Dreck. Rainer Winkler sollte über die nächsten Jahre nahezu täglich, teilweise bis zu 200 Leuten am Tag bei sich vor der Tür gehabt haben. Es sind nur noch 15 Besucher pro Tag, am Wochenende vielleicht mal 50. Früher waren es 90 pro Tag und am Wochenende 200. Es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende Besuchsvideos im Internet, in denen Hater auf kreativste, skurrilste oder absurdeste Weise versuchen, den Drachen zu verärgern oder schlichtweg einfach nur neugierig waren. So viele, dass es irgendwann nur noch das schreiende Haus genannt wurde. These be the good old days. These be the good old days. Einfach nur das schreiende Haus. Es ist so köstlich amüsant. Wir hätten da einmal den bewaffneten Krieger, der im Kampf antritt, um den Drachen zu bezwingen. Drachenlord, ich fordere dich zum Kampf heraus. Okay, aber das ist halt auch ein Kasperle, ha? Ja, das ist egal. Er hat den Dolch im Inventar und den Helm und 12 Bier, ne? Die hat er auch. Der allseits bekannte Norweger, der Rainer ein schönes Lied spielte. Das ist kein Norweger, Digga. Was ist los? Das ist Troll Lindemann. Troll, schönen Gruß. Das ist kein Norweger. Ich kann das bezeugen. Sachen, die von Leuten auf Rainers Hof geworfen werden. Sachen, die Rainer von seinem Hof auf die Hater wirft. Rainer Sprinkler gegen einen Rollstuhlfahrer oder das berühmte Nikon-Video. Was zitterst du so? Ach, ja. Ey, der wird auch einfach nicht alt, oder? Also Rainer wird auch nicht alt, aber ich meine, dieses Meme wird nicht alt. Ich hoffe, deine Kamera hat einen guten Ausgleich für das ganze Geschüttel, was du da machst. Aber vermutlich eher nicht, wenn ich mir die Marke so anschaue. Kauf dir lieber eine Nikon, die ist besser. Hat einen besseren Stabilisator drin. Damit kommst du ein bisschen besser hin, außerdem hat die bessere Bildqualität. Das kannst du dir, so wie du ausschaust, wahrscheinlich gar nicht leisten. Du da hinten brauchst gar nicht so die Fresse aufreißen, Alter. Du weißt wahrscheinlich noch nicht einmal ansatzweise, wovon ich spreche. Ja, im Gegensatz zu dir. Ja, du hast ja natürlich immer gewusst, wovon du sprichst. Kauf dir mal besser. Gott, Alter. Leute mit einem Betonmischer vor seiner Haustür. Ein Angriff mit einem selbstgebauten Raketenwerfer. Rainer, wie er versucht, Leute mit seinem Gartenschlauch zu verscheuchen. Rainer, wie er versucht, Leute mit seinen Worten zu verscheuchen. Ja, vor allem das Geile auch mit der Gartenschlauchnummer war ja. Also es war ja. Natürlich habe ich die Aktion gefeiert, ne, wo ihm dann der eine RZAK-Cater den Schlauch klein gemacht hat. Also, gehen wir mal hier kurz. Nicht, dass hier Copyright-Bullshit kommt. Aber auch die Leute davor, wo er wochenlang mit diesem scheiß Schlauch die Leute nass gespritzt hat, die haben sich halt auch köstlich amüsiert, weil du dann natürlich auch dort stehst und sagst, ey, jede Sekunde, die der hier mit dem Gartenschlauch steht, tickt hinten der Wasserzähler runter. Das ist wieder
Geld, das er nicht hat. Das sind wieder die Barnen. Dann kommt irgendwann wieder irgendein schöner Monat, wo er vielleicht dann über YouNow wieder ordentlich Barne erbettelt hat. Und dann freut er sich. Und dann kommt die dicke Rechnung von wegen, ja, im Übrigen Wasser so und so. Bam. Und dann schaut er wieder dumm aus. Er hat das nicht gecheckt. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich fand es hilarious, wie er sich darüber aufgelegt hat, dass ihm dieser Schlauch zerschnitten wurde. Aber der Typ, der ihn zerschnitten hat ihm verdammt Gefallen getan. Wäre ich nicht so arrogant. Du bist arrogant. Was Doch. ich hier abziehe, ist alles andere als geil. Wieso? Weil das echt asozial ist, was ich hier abzieht. Dein Haus ist auch asozial. Aber das ist als euer Leben. Ja gut, hast du recht. Rainer, wie er versucht, Der wieder an der Seite einfach random kommt. Weil der Rainer, der Meister des Multitaskings, nicht in der Lage ist, dem einen Hater Bullshit zu erzählen und den Augenwinkel zu checken, dass da noch einer zu kommt. machen, dass er nicht Rainer genannt werden will. Reine! Ja, was auch wirklich diese Kleinigkeiten ihn komplett zur Eskalation bringen. Rainer. So viele Rütteleien am Zaun, dass man sich auf Dauer nur noch gefragt hat, wie das ganze Ding überhaupt noch halten kann. 600 Kilometer. Und ich bin 600 Kilometer gefahren, nur um dich zu sehen, du Fettsack. Oft sah man ihn Oh, aber ich finde das Video, ich finde das einfach großartig. Es ist schön runtergedampft auf, also mehr oder weniger ist das ja der einzige nur runtergedampft auf 2 Stunden Material. Was schon wild ist, ne? Wenn man sich anschaut, wie viel Material das ist, wenn man sich die ganzen einzige Videos anschaut. einfach vor seinem Haus patrouillieren. Der legendären verdammten Arschlöcher-Clip, Soundeffekt, den ihr im Laufe des Videos bestimmt noch das ein oder andere Mal hören werdet. Drachenlord fängt nachts auf einmal an, seinen Gesang zu verbessern. Letzte Einhörner. Einhorn. Und das Geile ist, eine Rainer stellt sich dahin und singt es und checkt nicht, wie fürchterlich scheiße das ist, ne? Endlich für einen. Wo ich singe, hört meine Stimme besser. Und natürlich sehr, sehr Das ist auch so. Er denkt einfach, es ist wieder dieses Bethesda Rollenspiel-Mindset, ne? Jedes Mal, wenn er es macht, wird er besser und irgendwann ist er super drin. Nein, Rainer, im richtigen Leben kannst du Dinge falsch machen. Und wenn du sie immer wieder falsch machst, dann lernst du sie auch falsch. Und gerade bei einer Stimme ist das, glaube ich, wirklich krass. Die kannst du ja richtig versauen. Wirklich permanenten Schaden da reinballern. Und wenn du von vornherein schon eher auf der talentfreien Schiene gefahren bist, da weiß ich nicht, Digga. Aber das ist, Rainer glaubt aber, du musst einfach machen. Und dann machst du es nochmal und dann machst du es nochmal und irgendwann heißt es Bling oder es gibt irgendeinen so Trommelsound oder sowas. Mein Skill ist aufgelevelt worden. Wunderbar, was kann ich jetzt Neues machen? Oh, cool, jetzt habe ich Gesangsskill 25, jetzt habe ich einen neuen Perk freigeschalten. Ne? viel Geschreie. Je extremer der Besuch von Hatern, desto intensiver war auch Rainers Reaktion. Entsprechend mehr Aufrufe gab es dann für das Besuchsvideo ein paar Stunden später und Rainer hat am nächsten Tag 2 Eindringlinge mehr, die vor seinem Hof spawnen und den Drachen bezwingen wollen. In meinem Audi. Hast du wütend werden? Bis immer zucken, Alter! Bis immer zucken! Er ist da umeinander tweaken, wie so ein Colibri auf Ecstasy, aber die anderen zucken, weißt du? Die größte Waschanlage der Welt reinigt bis zu 300... Und wie gesagt, jede Sekunde tickt da hinten der Wasserzähler runter, weil Reini auch zu dämlich war zu checken, so dass Wasser nicht einfach für umsonst aus dem scheiß Wasserhahn kommt und dass die Leute mit diesem Schlauch nass spritzen ihn Geld kostet. Fahrzeuge pro Stunde. Komm raus, du Fettsack! Und das war in schönsten Sommertagen eine willkommene Abwechslung für die Leute, die sind dann da ein bisschen weitergegangen, ein bisschen spazieren gegangen, 2 Stunden später waren die wieder knochentrocken.
Diese Abwärtsspirale lief über die Jahre dann immer so weiter. Die Hater wurden immer organisierter, die Besuche immer mehr. Der Drache spuckte immer größere Flammen und die Barrikaden am Eingang seines Hofes wurden immer dicker. Herr Winkler! Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr arbeitet euer Leben lang, wollt euch dann schließlich niederlassen, entspannt in Rente gehen, ihr lebt irgendwo in einem ruhigen Dorf in Bayern und seid auf einmal der Nachbar vom Drachenlord. Ey, das, ganz ehrlich, den hätte ich da rauszogen irgendwann an seine Elefantenstampfer. Seitdem die Dieses Kasperle-Theater wäre so lange nicht gegangen, wenn ich da neben dem gewohnt hätte. Das verspreche ich euch. Besuche anfingen, wurden immer mehr Unschuldige mit reingezogen. Das kleine friedliche Dorf wurde auf einmal zum Internetschauplatz zwischen einer organisierten Hater-Community. Also entweder das, ne? Entweder das wäre mir so auf den Sack gegangen, dass ich dem irgendwie, keine Ahnung, warum die den nicht vorher da irgendwie rausgekriegt haben, die Leute. Aber ihr hättet mir was einfallen lassen. Ansonsten hätte ich, solange es lustig ist, vielleicht dann mich einfach hingesetzt und mit denen, Volderhates und Kuchenkindern halt vielleicht einfach am Gartenzaun eine halbe Bier trunken. Und einem Mann, der aussieht wie Fred die Flunder aus SpongeBob und 3 Pizzen auf einmal isst, nur um das dann eine kleine Portion für zwischendurch zu nennen. Dazu kommt, dass ich zwar eigentlich schlagfertig bin, aber nie, wenn es drauf ankommt. Ihr sagt immer, ich Auch das ist wieder nicht gecheckt, was schlagfertig bedeutet. Schlagfertig bedeutet, dass es genau dann ist, wenn es drauf ankommt. Ne? Ansonsten bist du nicht schlagfertig. Das ist der Unterschied hier zwischen Battle Rap und geschriebenen Dingern. Tracks. bin Lülülü. Ich bin der ehrlichste Mensch hier im Raum. Die ganzen Klassiker, Rainer, in dem spezifischen Raum bist du der ehrlichste Mensch gewesen, Rainer. Nachbarn, die verzweifelt versuchen, die Hater zu verscheuchen, doch schließlich nur ins Kreuzfeuer zwischen 2 Fronten geraten. Kinder, die sich nicht mehr trauen, alleine rauszugehen. Und verängstigte Bewohner, die nachts während des Lärms nicht mehr einschlafen können. Man kann sich also vorstellen, dass Rainer ein entsprechend gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn hatte. Es reicht einfach. Ich wohne hier schon länger als du. Ich will doch gar keine mehr da haben, Rainer, ganz ehrlich. Egal! Und wenn mich die ganze Welt hasst, bin ich immer noch da! Und damit müsst ihr Wichser klarkommen, nicht ich! Hört sich vielleicht komisch an, aber ja, auch ich liebe auch meine Nachbarn. Ich liebe alles in diesem Dorf. Im Juli Ist auch schön, dann immer die Ambivalenz, das so ein Rainer kundgetan wieder schön hervorzuheben. 2015 erreichte das Drachengame schließlich eine neue Stufe der Eskalation. Während eines Oh, na komm, jetzt nicht schon wieder Erdbärchen. Gut, muss rein. Das heißt, die Geschichte des Drachenlord, da muss es rein. Ich hoffe, dass es in Anführungsstrichen eingeordnet wird, ne? Differenziert betrachtet. Livestreams meldete ein Hater bei der Feuerwehr einen Ne, okay, ist nicht Erdbärchen, aber dann wird das auch noch kommen. Hier, das hier ist Basecode, Spotting, Bullshit und so. angeblichen Großbrand auf Rainers Grundstück und behauptete, das komplette Haus und die Scheune würden lichterloh in Flammen stehen. Ja, hallo, Rochel hier. Und zwar brennt es bei meinem Nachbarn. Und es brennt? Es brennt, das Haus brennt, die Scheune brennt, alles brennt. Sie müssen schnell hier hinkommen. Wo ist denn das? Altschauer Berg 8. Herr Winkler ist das. Die Scheune und Wohnhaus brennt. Ja. Jo, bis gleich. Der Notruf war natürlich frei erfunden, doch erfüllt. Ja, muss ich sagen, sage jetzt wenig dazu. Ihr kennt meinen Standpunkt dazu. Ne, Notrufe missbrauchen finde ich bei ihm nicht okay. Wenn er das macht, finde ich auch nicht okay, wenn andere Leute das machen. Ist eine räudige Arschlochaktion. Ist so. Für seinen Zweck. Live vor hunderten Zuschauern. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wir haben jetzt den Großalarm bei mir ausgelaufen von wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt aber nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Erzähler fliegt ihr raus. Das Ereignis wird als Auch das habe ich schon 1000-mal gesagt, wenn wir wieder schauen, dass wir nicht wieder Copyright haben. Auch das habe ich schon 1000-mal gesagt. Diese Reaktion beschreibt das Drachengame wirklich im Kern. Also vor allem Rainers vollkommene Ignoranz der Situation gegenüber. Dass er
da am Streamen ist, die hetzen ihm die Feuerwehr auf den Hals, hier Großbrand, bla 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 bla. Turn up auf Death des Todes, irgendwie aus der Hölle mit Bienen im Mund. Und das Erste, was er macht, ist da hinsetzen und die Leute ankacken. Anstatt sich zu denken, oh fuck, vielleicht habe ich übertrieben, vielleicht bin ich zu weit gegangen, vielleicht sollte ich hier diese ganze Scheiße mal überdenken. Ich mache jetzt diesen scheiß Stream aus, ohne Wort, ohne gar nichts. Und dann überlege ich mir mal, in was für eine Situation ich mich da rein manövriert habe. Nein, so wird es nicht gemacht. Man setzt sich da direkt hin. Der Stream läuft ja schon praktisch. Kann man sich die harte Arbeit sparen, auf Stream starten zu klicken und dann erst mal richtig losfeuern. Großer Swatting-Vorfall in der deutschen Internetgeschichte durch die Medienlandschaft gejagt und sorgte dafür, dass sich Leute das erste Mal im großen Stile mit der Internetpersönlichkeit des Drachenlords beschäftigten. Und ich würde vorschlagen, ihr jagt eure hageren Ärsche einfach hierher, in den Renata-Weg 22 in Münsing. Einfach klingeln, dann gibt's eins auf die Nase. Oh, das mit der Adresse hätte er nicht machen sollen. Der verantwortliche Hater namens Bait. Auch das legendäre Nummer, diese, wie ist das? Hubert und Staller oder sowas, oder? Gott, Hubert und Staller. Keinen Schulabschluss hatte, kam dafür und für eine andere Serie an Straftaten, die er zuvor ausübte, um den Drachen zu ärgern, ganze 3,5 Jahre Gefängnis. Von seinem Auch vollkommen zu Recht, hat er jeden Tag verdient davon. Kinderzimmer aus hat er mit geklauten Kreditkarten im Namen von Rainer Winkler Waren im Wert von mehreren 10.000 Euro bestellt. Silikon-Dildos, Mikrofon, Gaming-PC, bei Spreadshirt, T-Shirts, Software, iPad Mini, Schweineinnereien, eine Web.de-Mitgliedschaft. Die darauf folgenden Medienberichte haben Rainer nicht gerade in die Auch eine Web.de-Mitgliedschaft. Bitte was? Karten gespielt. Während eines weiteren Streams wurden Feuerwerk, Das ist der legendäre Stream. Körper und eine Kugelbombe in Rainers Hof geworfen. Die haben eine riesige Feuerwehr gemacht, die Arschlöcher. In einer anderen Übertragung wiederum Jetzt kannst du den Film mal wieder erst neulich wieder angeschaut. Ja, weil meine Mulle den nicht kannte. bewarf man die Schanze mit Eiern und anderen vergammelten Lebensmitteln. Als Reaktion auf die immer weiter eskalierenden Besuche brachte Rainer dann schließlich das legendäre Schild mit der Aufschrift Fuck Duff Hater, was Fuck auf Hater heißen soll, vor seinem Haus an. Welches wiederum, nachdem er aufgrund eines Festivalbesuches sein Haus für 2 Tage verließ, von mehreren Hatern geklaut wurde. In einem weiteren Livestream auf der Plattform YouNow machte Rainer dann einer Frau, in die er sich über die letzten Wochen durch das Internet stark verliebt hatte und auch bereits öffentlich als seine Freundin vorstellte, live vor 5000 Zuschauern und laufender Kamera den wahrscheinlich romantischsten Heiratsantrag, den ihr jemals gesehen habt. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen. Ja, ich sag, ich bin nicht eingeschlafen. Ich möchte halt einfach zu dieser scheiß Erdbeerchen-Nummer nichts mehr sagen. Dich heiraten willst. Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber... Oh Mann, ist das dein Ernst? Ah komm, ja, es ist hier, es ist Ding. Schritt zurück. Denn von außen betrachtet machen wir alle einmal einen großen Schritt zurück. Denn von außen betrachtet wirkt das Ganze mittlerweile wie plumpes, organisiertes Cybermobbing. Ah, und jetzt kommt eine Differenzierung. Bitte, jetzt kommt eine Differenzierung. Aber da ihr weiß, dass Ufi hier mitgearbeitet hat, wird es das jetzt geben. Und das freut mich. Inzwischen sind es über 3 Millionen Aufrufe auf der Nummer. Je mehr Leute das dann sehen, wenn das, ich hoffe, dass die dann auch so weit kommen, weil die Watchtime ja auch immer eine wichtige Nummer ist, aber das ist wichtig jetzt. Hat er Spaß gemacht? Ich hab's gewusst, dass es so endet. War klar. Eine Gruppe an Leuten, die nichts Besseres zu tun hat. Und ihr, das auch wieder, das ist ein absolutes Paradebeispiel. Jetzt müsst ihr in die Perspektive hier, die Straße geht relativ steil hoch. Die 2 Jungs, die hier links stehen, die sind auch ungefähr so groß wie der hier direkt vor ihm steht, ne? Vielleicht ein bisschen größer. Aber vor allem Reini mit dem Zwetschgenmanschgal, mit dem legt er sich an. So, da traut er sich. Immer wenn da ein halbwegs stabiler Dude vor der Schanze stand, irgendeiner, der ein wenger Kreuz gehabt hat,
Im Leben nicht. Da hat er dann schön irgendwo von der Terrasse irgendwelche Sachen runtergeschmissen und Gebrüll heult und sonst irgendwas. Hier, solche Zwetschgenmanschkan, mit denen hat er sich angelegt. Gruppe an Leuten, die nichts Besseres zu tun hat, schlagen kollektiv auf einen hilflosen Mann ein, der aus Versehen mal aus Impulsivität seine Adresse ins Internet gebrüllt hat. Kommentare wie, lasst den armen Mann doch mal in Ruhe oder er hat euch nichts getan, das hat er nicht verdient, liest man nicht selten. Und ja, und die Leute haben halt alle keine Ahnung gehabt, leider. Aber es ist halt auch klar, es ist wieder ein kompliziertes Thema. Und das lässt sich halt dann auch nicht irgendwie erklären oder regeln mit dem Niveau einer Bild-Zeitungsüberschrift. Videos. Doch so peinlich die Aktion der zwei anscheinend noch nicht so ganz erwachsenen Männer im Stream auch war und je mehr ihr euch im Verlaufe dieses Videos vielleicht schon dachtet, wow, der arme Kerl, desto mehr wird euch jetzt vielleicht die andere Seite von Rainer Winkler verwundern. Du bist ein richtiger Schauspieler. Du fickst alle hier. Soll ich dir was erzählen? Mir wäre lieber, wenn die Leute mich in Ruhe lassen würden. Ich würde lieber gerne in die Disco gehen können. Ich würde mich gerne mit meinen Freunden treffen können, ohne dass die Leute mich erkennen und über mich reden. Und das ist die Wahrheit. Oh. Oh, Rainer. Der Blick hätte jetzt auch nicht mehr sein müssen, oder? Also wenn man es dir vorher noch geglaubt hat, wenn es jemand gab, der so gespenstisch naiv war, aber mit der Nummer das jetzt hier so wegzudrücken und dann so ein bisschen so diesen Mic-Drop-Moment zu machen, nur halt in der Version von einem Typen, der halt nicht mehr stehen kann, um wirklich effektiven Mic-Drop zu machen und zu gehen. Einfach das Mic aus dem Bildschirm zu schieben, ist eine coole Alternative, aber es ist halt dann nochmal ein bisschen zu dick aufgetragen, Digga. Es tut mir richtig leid. Guck mal, wie ernst der dabei bleibt. Guck mal. Wir haben ihn an seinen Eiern. Das erste Mal, dass wir den Drachen oder... Ich meine das ernst. Ja, Alter. Da ist er gelaufen. Guck mal, jetzt macht wieder die Rolle. Guck mal. Rainer Winkler ist kein klassisches Mobbing-Opfer. Niemand hasst ihn dafür, dass er sich in seinen Streams mehrfach in die Hose scheißt oder übergewichtig und intelligenzgemindert ist. Er wird gehasst, weil er im Kern eine extrem bösartige Persönlichkeit ist, die sich dem meisten, was um ihn herum passiert, in Wahrheit völlig bewusst ist und ganz genau weiß, wie er bei der großen Masse Mitleid erregen kann. Und genau das ist es, und das habe ich, glaube ich, bisher so noch nie in einem Video mit dieser Reichweite gehört. Und das ist wichtig, ne, dass das mal klar gesagt wird, dass da nicht diese Aussagen hier von, wie sie nicht alle heißen, Leifels etc., Hass ist ihr Hobby, diesen ganzen Scheißdreck, dass das nicht mehr so stehen bleibt, sondern dass jetzt 3, irgendwas Millionen Menschen hoffentlich das hier gehört haben, ne? Und jetzt hellhörig geworden sind, in so einem Moment, der großer Plot-Twist, ja? M. Night Shyamalan, hilf, let's go, ich will jetzt wissen, was los ist. Und jetzt sich dann mal ein bisschen hier der Talk getalkt wird, die Wahrheit gespittet und sich die Leute das mal ordentlich anhören. Genau, ja! So kann man den Wichser! Ich schwöre dir, ja! Würdest du das lustig finden, wenn die Leute dich erkennen? Ich schwöre, du bist ein Schauspieler! Ja, ist er, und zwar kein besonders guter. Und wie gesagt, hier über Lachflair kannst du halten, was du willst. Ich finde ihn auch nicht sympathisch, aber Digga, natürlich. Und jetzt hat er sich da wieder in irgendeine Mitleidsnummer reingemeddelt, so innen kurz im Ogerstübchen den Selbstmitleidsknopf umgelegt und sich da jetzt ein bisschen rein Augenschwitzen und so weiter und so fort. Rainer hätte über die Jahre schon lange aufhören können, ist jedoch aufgrund seiner tiefliegenden Komplexe süchtig nach Aufmerksamkeit und zeitgleich finanziell von seinen Hatern abhängig. So sehr, dass selbst negativer Fokus für ihn erträglicher ist als die absolute Bedeutungslosigkeit. Ja, und Lohnarbeit, das ist nicht zu vergessen, ne? Bedeutungslosigkeit und Lohnarbeit, die ist auch unerträglich für Ich bin Rainer. immer noch hier. Bringt mich um, wenn es euch nicht passt. Kommt und tötet mich. Das ist die Möglichkeit, die ihr habt. Punkt. Selbst wenn ihr mich einsperren lasst oder wenn ich eingesperrt werde, ist das nur eine Verzögerung. In seiner eigenen kleinen Welt ist Rainer nämlich ein heroischer Kämpfer gegen die Ungerechtigkeit. Ein unantastbarer Krieger, der sich gegen Mobbing einsetzt. Er ist jemand, der alles kann, alles weiß und körperlich topfit ist. Hauptdarsteller in seinem eigenen Film, den aber nur er selber schauen will. Mein Leben kann man ein bisschen mit dem Tod von Jesus vergleichen. Laut ihm selber ist so wild, Alter. Hey, die Leute, die nicht so deep drin sind, haben sich gerade gedacht, hat er sich gerade mit Jesus verglichen. Nein, das ist natürlich aus dem Kontext geschnitten.
Joke! Natürlich hat er sich mit Jesus verglichen. Was hat ihr denn gedacht? Und nicht nur einmal. Das hat er ja mehrfach gemacht. Ist er ein legendärer Liebhaber mit mehreren Freundinnen gleichzeitig. Immerhin verlangt es ein klinisch diagnostizierter Narzissmus so. Angefangen mit Jetzt sind's nicht mehr die Juden, jetzt bin's ich. Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Ignoranz, sexuelle Übergriffigkeit, Menschenverachten, oder als er sich nicht gerade empathisch über den Wiener Amoklauf in den Medien gab. Da ist gerade Amoklauf. Versteht mich nicht falsch, aber was interessiert mich das? Es sterben gerade viele Menschen. Nachricht, na und? Bei mir ist jeden Tag Amoklauf gefüllt. Alter, ja, Arschloch. Ja, ihr könnt mich mal, ganz ehrlich, was interessiert mich, wo irgendwo ein Amoklauf ist? Rollstuhl. Und ganz ehrlich, ich würde jetzt mal kurz nochmal, ich glaube, ich habe das schon mal angebracht, eine alternative Reaktion, die vollkommen legitim gewesen wäre. Ah Leute, um was geht's hier? Ja, hier ist gerade Amoklauf in Wien, ne? Wilde Nummer. Und der so, hey Leute, das tut mir wirklich leid, ich habe dafür keine Kapazitäten. Ich will jetzt auch nicht irgendwelche Themen besprechen, die Leute hier runterziehen und so. Wenn ihr darüber schwallen wollt, dann geht ihr bitte in einen anderen Raum oder sowas. Keine Ahnung. Oder ich gehe in einen anderen Raum. Irgendwas. Aber er hat einfach den maximal dämlichsten Take gebracht, den du bringen kannst in der Nummer. Fahrer sollen doch froh sein, dass sie wenigstens gesund sind und müssen endlich aufhören rumzuheulen. Hater im Chat solle man alle in die Gaskammer stecken. Studenten und Bauarbeiter seien dumme Menschen und er würde ja mehr als diese mit einer Stunde Streaming verdienen. Situationen, in denen er sich vor einem Vater und seinem 6-jährigen Sohn entblößte, um zu beweisen, dass er doch 2 Eier in der Hose besitze. Gesehen davon, das Kind war so klein, das checkt sowieso nicht, was ich da gemacht habe. Es gab mal die Aussage... Ja, die Aussage ist halt auch jenseits von Gut und Böse behindert. Es tut mir fürchterlich leid. Also es ist... nee, ich muss mich runterschreiben. Und hier die Nummer, das ist jetzt auch, ne, hier sind wir jetzt schon wieder in der Digi-Doggy-Staffel. Diese unsäglichen Augenfilter, die er gedacht hat, sieht da fürchterlich cool aus. Und im Übrigen, das hier ist der Fettfilter drüber gelegt. Ne? Also da ist ein Filter drüber, gerade über seinem Gesicht, das ihr da seht. Von TikTok, der ihn mit KI schlanker aussehen lässt. Weniger übergewichtig. Der gut 30, 40 Kilo wegnimmt. Von der eigenen... echten desaströsen, hab ich das noch? Ich such's euch schnell raus. Hier, das da ist mehr die Realität gewesen. Aber, müssen wir mal schauen. Da gab's auch mal dieses, weil ich glaube, auf Kick gab's so einen Filter nicht. Und er hat da zeitlang parallel, hat er gestreamt auf Tigidi Toggidi für die Instant-Barne und auf Kick, da wollte er dann irgendwelche Spendenziel erreichen. Da hat er irgendwie auf irgendeiner anderen Seite, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, so eine Crowdfunding-Seite, und wenn dann so und so viele Spenden gekommen sind, dann wollte er mal das eine 12-Stunden-Stream machen. Das hat er zweimal durchgezogen, dann hat er festgestellt, scheiße, Digga, 12 Stunden arbeiten, einmal im Monat, so, das ist jetzt nicht so geil. Und dann hat er es wieder bleiben lassen. Aber, ne? Welcher war das hier? Der hier. Genau, weiter geht's. Ich hätte mich vor Kindern ausgezogen. Das ist so nie passiert. Es gab eine Situation, in der eine Situation so war. Das Ganze es gab eine Situation, in der die Situation so war, aber es ist eigentlich nicht so passiert. Wird dann untermauert mit absurden Aussagen und Lügengeschichten, die er seit Jahren schon ins Internet brüllt. Es gibt teilweise stundenlange Zusammenschnitte auf YouTube, in denen Rainer von seinen angeblichen Taten oder imaginären Freundinnen und Erfolgen erzählt, weshalb er später auch den Namen Lügenlord verpasst bekommen hat. Ja, das war nicht wirklich später, das war schon sehr, sehr, sehr früh in seiner Karriere, in Anführungsstrichen, dass er diesen Take abgekriegt hat. Ich bin ehrlicher zu euch gewesen, als es jeder Hater jemals sein wird. Fuck, ich habe euch sogar meine Adresse gesagt, du Pisse. Rainer behauptet, er habe... Ja, Reini, die wäre auch so relativ schnell rausgekommen, ich sag's dir, wie es ist. Italienische Abstammung, einfach weil er es cool findet, wie Italiener reden. Rainer weint nicht, sondern schwitzt. Keine Ahnung, ich gebe es ihm vielleicht, dass seine Urgroßmutter Italienerin war. Das gebe ich ihm vielleicht. Aber das hat ja überhaupt nichts mit ihm zu tun. Einfach gerade nur unter den Augen. Abgesehen davon fährt er gar kein Motorrad. Ich fahre nicht gerne Motorrad, weil es cool ist. Ich fahre Motorrad, weil ich das gerne fahre. Basta. Abgesehen davon fahre ich kein Motorrad. Auch, by the way, jetzt mal, keine Ahnung,
Das ist auch wieder ganz, ganz, ganz lowes Atominem-Ding, aber Digga, wer ist auf die Idee gekommen, in dem Zeitalter, in dem er das aufgenommen hat, noch diese Frisur zu tragen und sich damit auch noch in die Öffentlichkeit zu stellen, ins Internet zu pimmeln? Reini, du hast die Frisur von einem 80er Jahre Fußballprofi, der, keine Ahnung, irgendwie sich versehentlich auf die Ballpumpe gesetzt hat oder was weiß ich. Wir würden angeblich nur 2% von seinem hochkomplexen und vielseitigen Leben kennen. Rainer liebt seine Nachbarn und alle anderen aus seinem Dorf. Ich scheiß auf die Nachbarn. Die können auch mal ihren fetten faulen Arsch zum Telefon bewegen und die Polizei anrufen. Das muss immer ich machen, weil die zu faul dazu sind. Ja, Reini, weil die Leute kommen, die kommen auch wegen dir. Die Hater kommen wegen dir, deswegen muss die Polizei dann auch wegen dir kommen. Dann geht es die anderen Leute auch nichts an. Dir hätte ich an deren Stelle die Bullen auf den Hals gehetzt, und zwar jeden beschissenen Tag. Scheiß auf die Nachbarn. Rainer kauft sich ein neues Handy und tut so, als wäre es eine Produktplatzierung, um den Eindruck zu vermitteln, Firmen würden mit ihm kooperieren. Und das ist, ganz ehrlich, das ist eine Nummer, die massiv reingrätscht in diese, oh ja, hier, der ist halt einfach irgendwie so krass geistig zurückgeblieben, der kann da überhaupt nichts dafür und so weiter und so fort. Da wird auf einen Behinderten losgegangen, bla 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 bla. Die geistige Leistung kriegt er hin. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, dass ich mich hingesetzt hätte und gesagt habe, wow, scheiße, ich brauche irgendwelche Kooperationen mit irgendwelchen Herstellern von irgendeiner Scheiße. Und ich kaufe mir das jetzt und tue so, als wäre das eine Kooperation gewesen, um da Leute auf mich aufmerksam zu machen. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ich weiß nicht, wo er sie sich geklaut hat, aber es hat eine gewisse, dass man sagt, so dämlich kann er dann auch gar nicht sein. Wenn er das berechnend machen kann, dann ist er sich auch der Konsequenzen seines Handelns bewusst, wenn er irgendjemand auf die Fresse schlägt. Und dann kann mir keiner mehr erzählen, dass das hier, ja, der arme dumme Bur, der kann da gar nichts dafür, weil der checkt das ja alles gar nicht mehr. Bullshit. Servus und herzlich willkommen bei dieser riesen Scheiße. Seine Augenfarbe. Ja, genau, das war der erste Satz. Ja? Da sind wir dann wieder drauf, dass er halt einfach gar nichts kann, aber dann zieht er das durch. Der hat diese komplette Gehirngymnastik schon abgeschlossen, dass er sagt, ich kaufe mir jetzt dieses Handy und ich tue so, als wäre das irgendwie eine Promonummer und mache hier dieses Video und fang an mit herzlich willkommen zu dieser riesen Scheiße. Ganz ehrlich, auch wenn das ein Sponsoring gewesen wäre, wäre es das letzte echte Sponsoring gewesen, das du jemals gemacht hättest, weil jemand anderes sich das anschaut und sagt, hat der gerade das Werbevideo für das Produkt mit herzlich willkommen zu dieser riesen Scheiße angefangen? Boah, hell no, werden wir dem sicher kein Geld geben, um unser Produkt zu bewerben, Digga. Höchstens, wie gesagt, ich habe schon gesagt, wenn ich Aldi gewesen wäre, hätte ich ihn Lidl-Werbung machen lassen. Würde sich je nach Stimmung ändern. Er ist ein sehr sportlicher Mensch und körperlich äußerst fit. Hat außerdem 5 Jahre Kampfsporterfahrung. 6 Jahre Kampfsporterfahrung, Kollege. So viel Zeit muss sein. Kein Platz, Alter! Keiner, pass auf, du tust dir noch weh. Da hat er sich wehgetan. 150 Kilo auf der Bank, ist 1,96 Meter groß, an anderen Tagen aber auch mal ein bisschen kleiner und kann außerdem hervorragend kochen. Abgesehen davon kann er gar nicht hervorragend kochen. Achso, nicht wundern, dass es 2 Scheiben sind, das ist Absicht. Das ist einfach nur ein bisschen Dekoration. Das ist der Klassiker. Brot und Brötchen, ich glaube, ich habe es auch schon mal, ich habe es schon mal reacted. Es ist der absolute Scheiß-Klassiker. Natürlich, ja, macht man unter das Brot, das man beschmiert, nochmal ein Brot zur Deko drunter. Keine Ahnung, wie kurzsichtig du sein musst, sodass du dann jeden Zentimeter noch hernehmen musst, damit das Brot näher an deine kandierten Augäpfel, damit du noch irgendwas erkennen kannst, Digga, ich check's nicht. Dass es besser aussieht. Kleine Tricks beim Kochen. Clips, in denen er sagt, dass er sich ab jetzt gesund ernährt. Hunderte Clips danach, die genau das dann widerlegen. Die Behauptung, seit Jahren Klavier zu spielen und Stücke wie für Elise zu beherrschen. Moment.
großes Kino. Alle meine Entchen. Alter, wie er sich freut. Ja, Rainer, ganz großes Kino. Alter, ich hab eine Großtante gehabt damals, der auch ein Klavier in der Butze stehen gehabt. Da konnte ich das, ich glaube, mit 4 oder 5. Experte im Messerwerfen, im Besitz eines Waffenscheines, hat jahrelang im Stahlwerk gearbeitet, ist neben seiner YouTube-Karriere selbstständiger Schichtarbeiter. Er arbeitet harte 12 bis 15 Stunden am Tag und hat plötzlich aus dem Nichts einen Sohn, um den er sich gleich noch kümmern muss. Abgesehen davon hat er gar keinen Sohn. Wer ist dein Sohn, Mann? Der wird bald 4. Ach, und mein Sohn muss ja auch noch anrufen. Wie spät ist es überhaupt? 17 Uhr. Na ja, gut, es geht noch. Rainer. Das ist auch einfach. Auch da wieder Reinis Gehirn glaubt, dass die Welt so funktioniert wie im Computerspiel. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn Todd Howard wieder rauskommt oder wie hieß der andere, Millennieu oder wie er heißt, die da damals gesagt haben, so, boah, das ist das realistischste Computerspiel, es wird wie im echten Leben, und Reini hat das halt gespielt und hat geglaubt, dass es so ist, weil er sich mit dem scheiß echten Leben einfach nicht auskennt. Ja, genau so ist es. Im richtigen Leben. Ich muss einfach nur oft genug singen. Dann steigt mein Singen-Skill, dann bin ich irgendwann Pavarotti, Digga. Und hier ist ja genau dieselbe Scheiße. Er behauptet nur mit einem Messer. Das spawnt einfach, ich muss einfach nur oft genug irgendwie auf den Mate-Button klicken und dann spawnt dann so ein Sohn. Und einen Feuerstein bewaffnet, tagelang im Wald überleben zu können. Rainer hat noch niemals Drogen genommen oder Alkohol getrunken. Behauptet, er sei gerade auf Madeira und hätte den YouTuber Unge getroffen, lädt dann als Beweis ein leicht verändertes Madeira-Bild von Google Bilder hoch. Hat er geschrieben, kann eigentlich nie sein. Habe ich ja selbst heute geschossen. Eieiei. Drachenlord war letztens in Japan, kann Japanisch besser als Deutsch sprechen, hat in Realität... Stimmt ja, die Nummer, wo er erzählt hat, dass er in Japan war. Das ist ja noch gar nicht so lange her, da war er, glaube ich, schon zu bis. Aber wahrscheinlich einfach ein paar Animes zu viel geguckt. Es gibt bestimmt 1 Stunde an Videomaterial, in dem Rainer versucht vorzutäuschen, eine Freundin zu haben, die ihn während des Streams anruft. Ich hab übrigens... Oder in Kissen bewirft. Freundin. Bin auch... Freundin? Babe, nicht jetzt. Kissen nach ihm wirft, beziehungsweise Kissen, die er selber auf sich geworfen hat. Was zum... Alter, schmeiß die hier Kissen nach mir! Bis zu dem Punkt, dass er einfach im Stream sitzt und in seinem leeren Haus mit sich selber redet. Obwohl... Das war wirklich dann die Krönung der Cringigkeit. Dass er da einfach sich rüber dreht und dann schwallt und dann das Mikro mutet, Alter. Jeder ganz genau weiß, dass sich vor ihm nur eine verdreckte, stinkende Tapete befindet. Halbe Stunde noch, dann bin ich da, okay? Rainer Winkler ist der kleine Kindergartenjunge damals im Sitzkreis, der behauptet hat, dass sein Papa Astronaut sei, schon mal vom 50-Meter-Turm gesprungen ist, 5 Supermilliarden Euro hat und zu Hause in einem Schloss wohnt. Bekannter von mir, denn seine Mutter hatte, als der Klein war ein Löwen. Das ist eine Nummer, die hat er noch rausgeschissen, da war ich, glaube ich, schon aktiv. Ich glaube, das war dann Anfang 22 oder sowas, wo er erzählt hat, die Nummer mit dem Löwen. Da hat er mich aber auch hier liegen gehabt, Digga. Da hat er erzählt, hier seine Nachbarn haben einen Löwen gehabt. Die klein waren, ein Löwen. Ja, war ein kleiner Löwe, der wurde dann in Pflege gegeben. Ja, der Löwe wurde in Pflege gegeben, Alter. Checkt ihr, oder? Oh. Aber die hatte einfach mal einen Löwen im Garten. Dazu kommen dann wiederum Aussagen wie, dass er sich mit 13 umbringen wollte, mehrfach seit der Schulzeit bis hin ins Erwachsenenalter überlegt hat, Amokläufe zu machen. Er möchte außerdem die komplette Menschheit umbringen und sich danach selber erschießen. Jeder, der sich vielleicht, warum ich nicht aufhört. Ich weiß nicht, warum er diesen Umweg über die komplette Menschheit gehen will, aber keine Ahnung. Das ist es wert. Schickt mir echt zu viel harte Arbeit vor. Hunderte, schickt Tausende, schickt Milliarden. Wenn ihr mich nicht tötet, werdet ihr mich nie besiegen. Komm in Real Life an, Alter. Dass er den Hatern immer antworte und auf sie aufspringt, sei er eben nur psychologische Kriegsführung und alles genau so von ihm geplant. Ja, hier. Ja, Einblende, er hätte aber hier mit 4D-Schach sein müssen. Dann mit Lügen gefüttert, später mit Wahrheiten, die sich dann als Lügen herausgestellt haben. Und dann
glaubt, das ist Dieb, oder? Er glaubt, das ist Dieb. Erst habe ich euch mit Lügen gefüttert und Wahrheiten. Die sich dann wieder als Lüge herausgestellt haben. Hier, das ist die Nummer hier. Hallo, ich bin Leonard Nimoy. Die folgende Geschichte der Außerirdischen ist wirklich wahr. Und mit wahr meine ich erlogen. Es ist alles erlogen, aber es sind unterhaltsame Lügen. Und ist das letztendlich nicht die echte Wahrheit? Die Antwort lautet nein. Ja, ich hoffe, das hat man jetzt laut genug gehört. Ich habe die Presse dabei gehalten. Die Soundqualität war ein wenig Arsch, aber dann habe ich vielleicht auch bessere Chancen, dass sie mir das nicht wieder unter dem Arsch wegclaimen, die Nummer. Dann habe ich euch mit Wahrheiten gefüttert, die er für Lügen halte. Das nennt man psychologische Kriegsführung. Jede Frau, mit der er auch nur annähernd Kontakt hatte, weil sie Mitleid mit ihm kriegt oder ihn aus seiner elendigen, selbstverschuldeten Lage raushelfen will, wird innerhalb kürzester Zeit von Rainer sexualisiert und zu einer Beziehung oder Geschlechtsverkehr gedrängt. Ja, wie gesagt, hey, diese Baby-Chrissy-Nummer damals, ich habe das ja auch, reacted damals auch und, also nicht, dass es passiert ist, sondern ich glaube fürs 1000 Abonnenten Special habe ich das gemacht und die ist halt auch äußerst fragwürdig, die Alte. Ich glaube nicht, dass sie das gemacht hat, um ihm was Gutes zu tun oder weil die Mitleid mit ihm hatte. Die hat gemerkt, hier, das gibt einen Haufen Aufmerksamkeit und da kann sie Reichweite farmen. Und das hat sie ja vor ein paar Jahren, hat sie es ja dann nochmal versucht, da hat sie ja dann nochmal versucht, hier in das Game reinzuzecken, aber da war es dann schon relativ rum. Oh, das ist ja besonders geil. Nein. Über die Jahre gab es zahlreiche Frauen in Rainers Leben, die nicht nur auf bizarre Weise gekommen, sondern auch nach kurzer Zeit wieder gegangen sind. Es gibt bestimmt über 300 Bilder von seiner kleinen Drachenlanze, die Rainer seit seiner YouTube-Karriere an die verschiedensten Leute geschickt hat, weil sein von Pornografie zerstörtes Hirn ihn dazu bringt, mit jedem menschlichen Kontakt sofort eine sexuelle Beziehung aufbauen zu müssen. Und das ist eben die Nummer. Ja, also es gibt, glaube ich, einige wenige Menschen, die diese Fancy-Bilder-Verschickerei einfach sehr, sehr exzessiv betreiben. Weil ich weiß nicht, woher sonst die ganzen Fancy-Bilder kommen, die an die Leute verschickt werden. Ich kann es mir echt nicht vor. Ich kenne niemanden, also keine Ahnung, die Leute würden es wahrscheinlich nicht zugeben, aber also ich kenne jetzt niemanden, der jetzt hier aktiv Fancy-Bilder verschickt. Aber es sind halt dann wieder solche Leute rein, die 300 Bilder mindestens verschickt. Zu Tierpornografie, vor allem mit Pferden, selbstgeschriebene Sexgeschichten, in denen Kinder vorkommen und dem nahezu wöchentlichen Aufruf an seine Hater, dass sie doch zu ihm kommen sollen, weil er sich anscheinend ohne die stetige Aufmerksamkeit vor seiner Tür nicht mehr wichtig fühlen kann. Ja, nicht nur, dass er sich da nicht mehr wichtig fühlen konnte, das Problem war halt, dann hätte er auch nichts mehr zu sagen gehabt. Ne? Also seine Let's Plays hat sich ja keine alte Sau angeschaut, weil er ja nicht dazu in der Lage war, da irgendein Commentary dazu zu geben, irgendwas dazu zu sagen, irgendwie auch nur ansatzweise mit seinem Publikum zu interagieren. Und das deswegen grundlangweilig war. Und seine normalen Laber-Streams, die waren ihm sowieso lieber, weil da weniger Arbeit reinstecken musstest. Ne? Du musst einfach nur Stream anmachen und hurra die Gams. Aber auch da hat er ja kein anderes Thema gehabt. Und wenn niemand da war, dann sitzt er da. Also, ja, worüber reden wir jetzt? Ja, Reddy, wollen wir darüber reden? Das ist Privatsache etc. Ne? Es war ja, Hater war ja das einzige Thema, was er hatte. Liebe Hater, beweist mir, dass ihr so viel Macht habt und dass ihr wirklich so vieles seid. Das großartiges Ding, wo er sich eingeschissen hat. Spricht man ihn auf seine zahlreichen Fehler und Widersprüche an, reagiert er meist aggressiv. Jeder, der ihm widerspricht, ist automatisch ein Hater. Die Polizei hilft ihm bei seiner selbstverschuldeten Situation nicht, natürlich, weil es alles Hater sind. Die Hälfte von der Neustädter Polizei ist mindestens Hater, Alter, ohne Scheiß. Nochmal, holt euch eine andere Streife her, die was macht. Ihr braucht nichts zu tun, ich weiß, dass ihr Wichser zuschaut. Ey, das auch wieder. Auch überhaupt jeglichen Filter aus dem Schädel gemeddelt. Wahrscheinlich hier, weiß ich nicht. Ne? Entweder hat Rudi mit dem Hammer getroffen oder doch übertriebener Alkoholkonsum noch dazugekommen oder bei den Headbang-Videos, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall nicht
blau. Da setzt der Bre sich da in diesen scheiß Stream rein und ja, hier, ich weiß, dass ihr zuschaut, ihr Wichser. an die Neustädter Polizei. Im Internet, Digga. Während er sich als Hater bezeichnet hat. Sie vielleicht mal ihren Arsch hochkriegen, ihre Donuts in die Ecke schmeißen und ihren Job machen. Den Job machen die, oder? Und vor allem, es ist natürlich klar, es müssen alles Hater sein. Das ist die einzige Erklärung. Ansonsten hätte er eher Unrecht und das ist nicht drin. Es müssen alles Hater sein. Für eine komplette psychologische Analyse reicht die Zeit leider nicht ganz aus, aber ich wette mit euch, wenn Sigmund Freud noch leben würde, würde er sich wegen Rainer Winkler erschießen. Und wenn er dann gestorben ist, würde er sich wahrscheinlich nochmal erschießen. Ich bin der verfickte Drachenlord, Alter. Gott aller Götter, Master aller Master. Es gibt keinen Menschen wie mich. Es wird nie einen Menschen geben wie mich. Außer vielleicht Jesus. Und ja, das war ein weiteres. Ich habe euch gesagt, ne, dass er sich mehrfach mit Jesus verglichen hat. Auf der anderen Seite des Zaunes haben wir zum größten Teil Menschen mit wahrscheinlich zu wenigen Hobbys und deutlich zu viel Zeit. Man kann sich gut vorstellen, dass es nicht das vernünftigste Sozialverhalten ist, am Wochenende hunderte Kilometer zu einem übergewichtigen Mann zu fahren, um ihn vor seinem Haus zu belästigen und irgendwelche Sachen auf seinen Hof zu werfen. Weißt du, ja, keine Ahnung, das ist halt, wenn man das jedes Wochenende macht, ist halt schon auch hart hängen geblieben. Ich, keine Ahnung, kann schon nachvollziehen, dass Leute das gemacht haben. 100 Kilometer angereist. Alter, weiß nicht. Aber Reini hat auch die Leute mal angespuckt. Trotzdem nicht cool. Ja, die Typ war auch offensichtlich hängen geblieben und keine Ahnung, wahrscheinlich mindestens 3 Promille im Helm. Drachengame gibt es eine klar festgelegte Hierarchie an Hatern. Von sogenannten Level Nullern, die höchstens ein paar Memes über ihn kennen, bis hin zu fortgeschritteneren, kompetenteren Leveln oder eben Leute, die jede freie Minute in ihrem Leben dafür opfern, einen übergewichtigen, paranoiden Narzissten zu schikanieren, um sich danach ein Stückchen besser zu fühlen. Ja, weiß nicht, Digga. Was zuckst denn so? Was zuckst denn so? Was zuckst denn so? Was zuckst denn so? Jahrelanges Das ist der übersportliche Kampfsportprofi, den er gerade gesehen hat, der es nicht hinkriegt. Hier dieses Fischball da. Was zuckst denn so? Das sind übrigens die katzengleichen Reflexe, von denen er mal redet. Da sind sie live on tape, Digga. Jahrelanges organisiertes Mobbing einer intelligenzgeminderten Person ist weder legitime Kritik noch ein Hobby. Es gibt nicht gerade wenig Beispiele von Hatern im Internet, die Jahre Er muss ihm widersprechen. Ich habe das hier. Natürlich bin ich keiner von denen, die hier 24/7 auf dem hängen geblieben sind. Aber es ist schon ein schönes Hobby. Ich glaube, da stimmt ihr mir auf jeden Fall zu. Ihre aktive Teilnahme am Drachengame bereuen. Was mache ich denn bitte mit meinem Leben? Ich lebe! Befreit euch! Die Motivation der meisten bleibt es jedoch, sich einfach an Rainer zu belustigen. Als wäre er ein Tanzbär im Zirkus auf einem bunten Ball, den man tanzen lässt. Der Dorftrottel, der damals ans Holz gefesselt wurde und dem man zusammen Obst und Gemüse ins Gesicht werfen konnte. Ja, mit dem Unterschied, dass dieser Dorftrottel sich halt selber an dieses Holz gebunden hat. Es ist das beruhigende Gefühl beim Schauen von Reality-TV auf RTL Plus, das man hat, wenn man merkt, dass man über jemanden lachen kann, der noch kaputter und dümmer ist als man selber. Ja, noch dazu ist es halt weniger gescriptet wie bei RTL, Digga. Es ist halt viel realer. Es ist halt richtiges Reality-TV. Was das jetzt schließlich über unsere Gesellschaft aussagt, kann sicher jemand anderes besser erklären. Dennoch sind die meisten Hater da draußen ganz normale Menschen mit ihren jeweils eigenen Motivationen, sich mit der Person Drachenlord weiter zu beschäftigen. Wenn du dich aus dem Internet löschen würdest, wären wir alle weg. Junge, verstehst du? Warum löscht du dich nicht aus dem Leben? Das wäre gescheiter für alle. Du bist der kleine Morber. Du provozierst so lange, bis die Leute vor deiner Tür stehen. Manche versuchen da hat jemand die Wahrheit gespittet und die Wahrheit, die mag der Rainer nämlich überhaupt gar nicht. Einer seit Jahren mit halbwegs gutem Willen dazu zu bringen, aufzuhören. Andere denken wiederum, sie tun der Welt etwas Gutes, wenn sie ihn immer weiter an den Suizid treiben. Und spätestens, wenn man sieht, dass Leute Bilder hochladen, in welchem sie vor dem Grab eines unschuldigen Vaters stehen. Ja, das ist auch da. Ne?
Auch da brauchen wir nicht darüber reden, dass zu dem Grab zu meddeln einfach nur noch räudig ist. Zu schänden und zu zerstören, merkt man, dass diese Menschen schon lange keine guten Intentionen mehr in sich tragen. Rudi, altes Haus. Um dich gnädig zu stimmen, haben wir noch einen schönen Monster-Drink für dich. Bitte, werd kein Zombie, komm nie wieder, nur nix. Ich würde sagen, ciao, Kakao. Ab wann der Drachenlord für diese Menschen endgültig besiegt ist, muss wohl jeder für sich selber entscheiden. Doch eine Sache ist klar, es bleibt nach wie vor ein Spiel, in dem es keinen Gewinner gibt. Okay, was haben Sie denn vorbeigebracht? Eine Switch. Das ist eine Spielkonsole. Macht man einen Arsch drin. Und wenn er die Switch hat, kann er wieder seine Videos machen, kriegt mehr Geld. Klingt das... Nee, klingt nicht plausibel. Okay. Werbung. Oh nein, mein Uropa. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, hier Werbung, Digga. Geht um Trade Republic, Digga. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut euch das Video nochmal an von ihm. Die sich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigten oder Werbung. Ende. Von den Medien und Leuten, die sich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigten, wurde Rainer nach dem Aber Leute, ich sehe gerade, wir sind hier schon wieder genau auf einer Stunde, als hätte ich es geplant. Und wir sind hier an so einem wunderschönen Punkt, wo wir, ne, wo wir da beim nächsten Mal nochmal einsteigen können, hier bei Werbung Ende. Sprich, also bei 52 Minuten und 51 Sekunden geht es beim nächsten Mal weiter. Jetzt haben wir hier genau eine Stunde gemacht. Aber das ist einfach, da ist einfach mein so ein bisschen von Neurosen zerfressenes Gehirn, ist da sehr, sehr happy drüber, dass das jetzt so gut geklappt hat. Leute, ich habe jetzt hier nur noch diesen letzten Rest vom Sonntagnachmittag über, den werdet ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich ihn nicht vor dem Rechner verbringe, um euch hier weiter die Scheiße zu belabern. Aber wir sind wieder knappe 25 Minuten weit gekommen. In den Schritten sind wir dann in 2 bis 3 Videos fertig mit der Nummer. Nochmal ein herzliches Vergelt's Gott. Entschuldigung bitte nochmal an dass ich hier die erste Reaction zu früh hochgeladen habe, aber das Problem hat sich ja jetzt nicht mehr, weil Zeit und so. Richtig. Leute, in diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Metal auf.